Was ist denn das für ein Krummelbär? Die muss ich dem Professor Dr. Leverschule geben. Nach einigen Jahren Forschung haben wir herausgefunden, dass die Krummbeere früher eine Flugkrummbeere war, dann allerdings der Sonne zu nahe kam, daraufhin ihre Flügel verlor und schließlich in die Pfalz niederstürzte. Aufgrund ihrer verblüffenden Eigenschaften wird die Krummbeere in fast allen Lebensbereichen genutzt. Als Kleber, als Hautmaske und manche laden damit sogar ihr Smartphone auf. Richtig wichtig ist auch, dass Krummbeeren grundsätzlich einen höheren Intelligenzquotienten besitzen als Steine und auch einfühlsamer sind als die gemeine Brechstange. Viele Pfälzerinnen haben sich auch schon mit den Krummbeeren angefreundet, weil sie in der Tat gute Zuhörer sind. Ich weiß, wir haben uns erst gestern getroffen, aber du bist so ein guter Zuhörer und ich kann dir einfach alles erzählen. Du musst mir Bescheid sagen, wenn ich dich nerve, irgendwann. Aber gestern war es so schlimm. Jetzt müsste man diese fantastische Knolle nur noch essen können. Dann wäre sie wirklich perfekt.